Ciao, hallo, hoi, hello, saluton! Ich bin Darlegino. Und bevor ihr das Video schaut, wären wir extrem froh, ihr würdet uns abonnieren. Wenn ihr schon dabei seid, klickt doch gerade auf «Gefällt mir». Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Tschüss! Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Hey zusammen! Wir sind jetzt hier im ersten Hostel in Kuba. Es ist klein, aber mega gut. Janine, unsere Hausbesitzerin, da ist mega lieb und wirklich. Sie liefern uns alles auch spät in der Nacht. Also wirklich, es ist mega cool. Auch der Taxichauffeur, der uns vom Flughafen abgeholt hat, mega gut gewesen. Es ist genial da. Also wirklich, ich kann es jedem nur weiterempfehlen, wenn ihr mal in Havanna sind, da in diesem kleinen Hostel, einen Abstecher zu machen. Es ist wirklich toll da. Ja, wir haben sogar noch am 10 Uhr am Abend irgendwie können essen, uns da anliefern lassen durch sie. Es ist mega genial. Hey, aber wenn ihr auf Kuba geht, reist nicht über Havanna ernsthaft. Reist über Varadero. Es ist so schlecht organisiert an diesem Flughafen. Ich meine, ich kenne es ja, ich war sehr oft in Kuba jetzt in meinem Leben. Aber hey, das habe ich noch nie erlebt. Wirklich, unser Gepäck von vielen Leuten, die auf dem Flug waren, war verschollen. Wir mussten 2,5 Stunden auf unser Gepäck warten. Also das ist wirklich einfach nur noch... Das ist echt schade, weil eigentlich wäre Havanna ein super guter Flughafen, aber echt, hey, wenn Kuba das nicht langsam organisiert, verliert. Viele Leute, die dort waren, haben gesagt, sie reisen nie wieder auf Havanna, weil sie einfach die Nase voll haben, dass sie es nach Jahren immer noch nicht auf die Reihe bekommen, dass es organisiert ist. Ja, und wirklich reisen über Varadero, reisen nicht über Havanna. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.